Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, euch draussen geht's gut. Ich hoffe, ihr habt es euch begemütlich gemacht. Bequem gemacht und begemütlich gemacht. Das ist ein verdammt geiles Wort, Alter. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht, habt euch einen schönen Tee rausgelassen. Und sonst, falls ihr gerade am Arbeiten seid, ich hoffe, ihr enjoyt gerade euer Arbeiten oder euren Heimweg, wo ihr sonst gerade sind. Ich habe gerade sogar zwei fette Aften in meinem Maul. Für die nicht wissen, was es ist, es sind blessed, ohne Witz. Es ist mega grusig, es ist wie so eine Entzündung im Maul, aber ich habe das hure oft, wenn ich irgendwie so verkältet bin. Ich bin jetzt eigentlich gar nicht verkältet, aber irgendwie, sobald ich zum Beispiel mir in die Lippen beiße oder so, dann tut das nicht einfach heilen, wie so ein normaler Heilungsprozess, sondern muss es sich immer zuerst entzünden. Und irgendwie habe ich mir wie auf die Lippen gebissen und es hat so 2 offene Stellen nachher gehabt. Oh, es tut so grusig, so leid. Und jetzt sind wir beide so die Stellen entzündet und da entsteht nachher einfach Aften. Googelt es am besten auch nicht. Vergessen Sie es einfach ganz schnell wieder. Ich kann nur schon warnen, falls ich heute ein bisschen so ein bisschen unverständlich. Das liegt daran, an meinen Aften, an meinen Boys da, die da in meinem Maul chillen, Alter. Ja, wo fangen wir an, Leute? Ich glaube, ich fange mal zuerst mit dem Update Katze an. Weil ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass der Can und ich uns quasi, also was heisst quasi, wir haben uns beworben für ein Kätzchen aus dem Tierheim. Und sie haben das jetzt zurückgeschrieben. Also ja, es ist noch nicht so ein klares Update. Es ist jetzt voll unbefriedigendes Update, es tut mir leid. Sie haben so geschrieben, dass sich noch andere beworben hätten und die jetzt wie in dieser Woche, also diese Woche, mal das Kätzchen kennenlernen und sie schauen dann und würden sonst uns wieder schreiben. Aber ich nehme jetzt schon mal stark an, dass, also gar nicht, wenn es schon mehrere Bewerber gibt, dann ja, dann sind wir wahrscheinlich, das sieht schlecht aus, so. Aber wir schauen jetzt mal. Ich glaube immer eigentlich so ein bisschen am Schicksal und wenn wir das Kätzchen nicht bekommen, dann soll es auch nicht so sein. Genau. Ja, das ist so ein bisschen das Update und sonst, oh mein Gott, es tut mir so leid, ich laber euch jede Woche voll von meiner Schule, von meinem Studium. Ich bin fertig im Juni, okay, nachher gehört dann nie mehr etwas davon. Aber ich habe das Gefühl, also ich komme immer wieder so, gerade wenn ich bin letzte Zeit oft live auf TikTok, lustig, folge mir gerne auf TikTok, Nati-Style. Und dort wirklich die meistgestellte Frage ist immer, was studierst du? Ich weiss gar nicht, wieso das so spannend ist. Ich kann sonst heute noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was ich genau studiere. Also jetzt nicht mega lang für die da schon regelmäßig im Podcast hören, ist das Nasenwasser. Aber es kommt immer wieder die Frage wegen dem Studium. Darum finde ich es irgendwie lustig, dass er das offenbar so interessiert. Aber ich kann so schnell sagen, also diese Woche haben wir jetzt die letzte Woche gehabt, wo ich meinen Minor habe und ich habe ja unternehmerisches Denken und Handeln. Und ich mache, ach mein Gott, ich will es so gerne erzählen. Ich mache ja gerade ich arbeite an einem Projekt dran. Also wir können an einem Projekt arbeiten, wo etwas mit unternehmerisches Denken und Handeln zu tun hat. Und also ich glaube, ich hätte schon irgendwie an meiner Bachelorarbeit arbeiten, aber ich habe jetzt einfach mal etwas anderes machen. So, ich habe genug Zeit für meine Bachelorarbeit und ich brauche ein bisschen Abwechslung im Leben. Und jetzt mache ich wie ein anderes Projekt, wo ich immer so gesagt habe, dass ich vielleicht so ein bisschen Schiss habe davor oder nicht genau weiss. Aber ich habe immer mal wieder so ein bisschen euch erzählt davon. Das heisst, man könnte es vielleicht auch schon keine schmecken. Aber ja, ich erzähle es euch dann, wenn ich ready bin, also wenn es ready ist, zu erzählen. Und ich habe eigentlich auch Bock, um so ein bisschen eine geile Ankündigung zu machen. Ich will das jetzt auch nicht einfach in einen Podcast droppen, sondern das wird crazy. Ja. Aber ich bin gespannt, ich freue mich so. Also ich wünschte, ich könnte euch gerade erzählen von dem ganzen Prozess, wie, was, wo. Weil es ist so spannend, es ist so aufregend. Ich mache es zum ersten Mal und ich mache es auch mit meinem Manager zusammen sozusagen komplett alleine. Darum, ich weiß nicht, ich würde so gerne erzählen. Und es ist halt, ich bin halt wirklich jetzt die ganze Woche so komplett dran gewesen. Darum habe ich jetzt wie gar nicht sonst mega viel zu erzählen, was ich jetzt so gemacht habe. Und das ist irgendwie voll unbefriedigend, weil ich bin eigentlich immer so ehrlich mit euch, sind für mich so meine Besties. Und euch jetzt mir so etwas geheim behalten ist, irgendwie fühlt sich falsch an. Aber es wird toll. Ich freue mich auf die Ankündigung und wie wenn ich auch alle Details kann geben etc. Oh mein Gott, es wird so cool, es wird so unglaublich geil. Aber ja, ich will gar nicht zu fest irgendwie, wie sagt man dem,
Jockey vor die Nase hebt. Nein, sagt man dem überhaupt so? Können wir das ein neues Sprichwort etablieren? So Jockey vor die Nase heben. Macht das überhaupt Sinn? Ja, oder? Jockey vor die Nase heben. Sorry, dass ja Jockey vor die Nase heben. Genau. Aber was da für Scheiß ist, es ist so schlimm, das zu sagen. Ich habe Angst, dass jemand, der irgendeine Lehrperson dazu lässt, dass es mir leid. Nein, wir sind jetzt einfach offen. Scheißegal. Ich muss in 3 Wochen, nicht einmal, in 2,5, oh mein Gott. Ich muss in 2,5 Wochen meine Bachelorarbeit abgeben, meine schriftliche. Und die hat irgendwie so, also ungefähr 20'000 bis 25'000 Zeichen inklusive Leerzeichen. Ist jetzt auch schwierig, um das so einschätzen. Ich glaube, das sind so 10 bis 6 vollgeschriebene Seiten so ungefähr. Und ich habe eigentlich noch nicht wirklich angefangen. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Also ich kann schon anfangen zu recherchieren und so. Und ich habe ja wie schon auch den groben Plan, was ich machen muss und was ich schreiben wird und von der Kapitelstruktur und so. Aber ich kann noch nicht wirklich anfangen zu schreiben. Ich habe mal so ein bisschen einfach mal Hirnfürze angefetzt. Aber ich bin noch nicht... Und ich habe nur noch 2,5 Wochen. Das ist so schlimm, Leute. Könnt ihr mir in den Arsch klüben, Alter? Könnt ihr mir irgendwie auf Insta... Ich will jeden Tag mindestens eine Nachricht von euch, wo ihr mir schreibt, Nathis, fang an deine scheiß Bachelorarbeit. Dann könnt ihr wirklich... Ich heiße auf Insta Nathis-Style_. Bitte schreiben mir. Ich muss jetzt wirklich anfangen zu schreiben. Das ist so schlimm. Weil ich weiss nicht, wieso ich so ein Mensch bin, der alles auf die letzte Drücke macht. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich sogar bei der Bachelorarbeit dass es so weit kommt. Und auf der anderen Seite ist das scheißegal, weil ich weiss irgendwie, ich werde es schaffen. Ich habe gar nicht Angst, dass ich es nicht schaffe. Ich weiss einfach, es wird ein Stress. Aber das wird sowieso immer. Also ja, genau. Und ich muss einfach sagen, ich habe ja jetzt die letzten Mal, als ich von meiner Bachelorarbeit geredet habe, immer so ein mega so, oh mein Gott, das ist so schlimm und keine Ahnung was. Also ich habe mir immer selber so einen riesigen Druck gemacht, weil ich irgendwie so viele Knöpfe hatte. Und ich habe ja letzte Woche von Feedback geredet und so. Und ich glaube, das ganze Feedback hat irgendwie so viel Negatives bei mir ausgelöst, so, dass ich den ganzen Wald von lauter Bäumen gesehen habe. Also ich habe mir das selber gar nicht mehr zutraut, meine Bachelorarbeit. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt letzte Woche erzählt habe. Doch ich glaube, dass ich wie mit meinem Mentor ein Gespräch wird haben. Und oh mein Gott, Leute, das ist so eine gute Entscheidung gewesen. Das ist so eine gute Entscheidung gewesen. Ich will euch an dieser schnell... ich kann wirklich nicht mehr reden, wieder mal Brainfuck. An dieser Stelle schnell sagen, wenn ihr irgendwie, egal wie fest oder wie gross, keine Ahnung, wenn ihr gerade an dem Punkt sind, wo ihr Hilfe braucht, Bro, dann holt euch die Hilfe. Weil es gibt so viele Möglichkeiten zum Hilfe holen und für das ist sie genau da. Oh mein Gott. Weil ich bin selber auch immer so gewesen, ja, ich weiss nicht und so. Und jetzt habe ich meinen Mentor und es hat mich nur schon psychisch gestresst, dass ich dem jetzt schreiben sollte, aber noch nie jetzt bin. Und eben, ich habe ja, glaube ich, schon erzählt, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, um dem einfach zu sagen, hey, ich bin am Arsch, hilf mir, für das bist du ja genau da, dass du mir hilfst. So, der ist nicht da, dass ich irgendwie beweisen muss, wie viel ich jetzt schon gemacht habe, so, der ist für mich da, um mir zu helfen. Und um das zu realisieren, keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Hürde für mein Ego, zum ehrlich zu sein. Ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt wie dem ja geschrieben, das habe ich erzählt, und jetzt habe ich letzte Woche mich mit ihm getroffen und wir haben so 2,5 Stunden oder so haben wir wie an meiner Bachelorarbeit überlegt, also an meiner praktischen. Alter, das ist so sehr... Ich schwöre, er hat so viele Knöpfe mir gelöst. Und ich glaube auch so ein bisschen den Druck genommen. Also er war ja so, dass es eigentlich voll... Also wie normal ist, dass man erst im 2. Semester wirklich anfängt mit der Bachelorarbeit. Und ich bin jetzt eigentlich nicht mehr... Also im 6. Semester, meine ich, also im letzten vom Jahr. Und ich bin jetzt quasi im 5. Semester. Also bei mir fängt das 6. Semester eigentlich... Ja gut, das ist jetzt auch bald. Also ich habe jetzt noch 1 Woche Schule, dann habe ich Ferien und nachher fängt das 6. Semester an. Aber ich habe halt das Gefühl, ich müsste schon so weit sein und I don't know, bla bla bla. Aber es ist auch, ich bin voll im Okay-Rahmen. Also wirklich. Und es war auch mega angenehm gewesen, weil wir zusammen halt einfach mal eben ein bisschen Hirnfürzen austauschen. Ich sage, ich liebe das Wort. Nina hat das mal gesagt mit Hirnfürzen. Ich finde, das beschreibt es genau perfekt. Weil das ist einfach mal Ideen aufschreiben und es ist auch egal, ob die Ideen schon fix sind oder nicht. So, und gerade in einem kreativen Prozess liebe ich es, zuerst mal alle meine Hirnfürzen aufschreiben. Also wie zuerst mal richtig breit denken, den Rahmen sprengen, mal out of the box denken und wirklich einfach mal alles abschreiben, auch wenn ich während dem Schreiben mir denke, okay, das ist jetzt nicht die geilste Idee, das ist scheißegal, einfach mal alles abrattern und alles abschreiben und nachher im 2. Durchlauf mal ein bisschen filtern und im 3. mal ein bisschen zuordnen und also wie, ich brauche das mega,
dass ich mir mal so... Oh nein, da schaut jemand aus dem Fenster. Sorry, schnell, Alter. Wir haben in unserer neuen Wohnung kein Vorhang. Und wenn es am Abend dunkel ist und ich gerade noch mit meinem LED-Licht da vorne komplett mich anzünden, dann siehst du mich halt von außen komplett meinen Podcast aufnehmen. Und ich glaube, es sieht sicher awkward aus, wenn ich jetzt da einfach mit einer Kamera da hocke. Und mit Mikrofon. Aber egal, wir ignorieren das jetzt. Mann, ich erzähle meine Rolle da lassen. Egal, scheißegal. Ja, nein, auf jeden Fall, ich bin mega froh. Der Bre hat mir richtig helfen können. Und eben, wir haben es also angeschaut und er hat mir null das Gefühl gegeben, eben so von, ja, jetzt müssen wir langsam ein bisschen pressieren und eigentlich solltest du jetzt schon die Dramaturgie haben. Sondern es war einfach so, hey, jetzt tust du aufs nächste Mal, schreibst mal all deine Hirnfürze runter und dann können wir mal so ein bisschen zusammen das so ein bisschen aussortieren und mal ein bisschen schauen. Also es war mega angenehm gewesen. Ich bin so froh. Ich glaube eben nur schon der Fakt, dass ich jetzt mal jemanden habe, wo mich unter den Armen aufgreift und oder mich an der Hand nimmt, sagen wir es so. Weil vorher ist es ja wie die ganze Zeit sind Inputs von anderen, aber wie so eben so entweder nicht richtige Inputs oder nicht hilfreich, oder ich weiss auch nicht, irgendwie eben so mehr so das Feedback von so, ja, aber du musst dann im Fall schon schauen und ich habe das Gefühl, das könnte aber nicht funktionieren, aber das könnte irgendwie auch so kommen und bla 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 bla. Also wie, ich weiss auch nicht. Genau, darum ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt einfach diesen Schritt gemacht habe. Also nur schon eben, dass ich jetzt einmal geschrieben habe, dass der Druck weg ist von, oh mein Gott, ich habe jetzt einen Mentor und jetzt muss ich mit dem schreiben. Und auch, dass ich jetzt einfach jemanden habe, der mir hilft, das ist so geil. Ja, und ja, was habe ich die Woche auch noch spannend gefunden? Ich bin irgendwie sehr viel in der Nature gewesen. Ich merke halt irgendwie, es ist so lustig, dass ich so, ja irgendwie, keine Ahnung, in letzter Zeit also ich finde das Stadtleben geil, aber ich ziehe jetzt irgendwie gerade wieder mega aufs Land. Ich finde es zwar lustig, weil ich habe vorher, also ich bin ja auf dem Land aufgewachsen und ich habe es immer geil gefunden, so in der Stadt. Ich kann mir immer vorstellen, in der Stadt wohnen und so. Und jetzt habe ich es eigentlich auch immer geil gefunden und jetzt gerade irgendwie bin ich die ganze Zeit so, oh mein Gott, Can, fahren wir irgendwo weg und so und gehen wir auf Berge, gehen wir irgendwo auf einen Hügel go spazieren und keine Ahnung, also ich liebe gerade so Aussicht und nicht mega wandern, aber so ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen laufen und halt nicht in der Stadt laufen, sondern wirklich so, wo man so ein bisschen Aussicht sieht oder wo man so ein bisschen einfach Weite, ich glaube Weite ist mir ein Point und man sagt doch eigentlich auch, dass es mega stresslindernd ist, wenn man so in die Weite schaut. Also wie wenn ihr irgendwie mal an einem Punkt sind, wo ihr mega weite Aussicht habt oder auf einem Berg steht oder am Skifahren seid, nehmt euch mal einen Moment und schaut einfach mal komplett in die Weite und schnauft schnell durch. Bro, das ist so stresslindernd. Einfach wie, ich weiss gar nicht wieso, also wie psychologisch das erklärbar ist. Ich glaube irgendwie so, dass halt wie, wenn du halt in die Weite schaust, dass es ein bisschen was anderes ist, als wenn du einfach in einem Raum die ganze Zeit bist. Ja, weil es tut ja wie, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin kein Psychologe, ich habe keine Ahnung, geht selber googlen, aber wie, das ist mega hilfreich und ich merke, dass wie, ich glaube, mein ganzer Körper verlangt das irgendwie so ein bisschen so Aussicht und so. Und ich finde es auch mega spannend, weil es ist doch immer so die Frage, bist du mehr der Typ Meer oder bist du mehr der Typ Berge? Und ich bin jedes Mal gesagt, fix Meer, fix. Und jetzt gerade bin ich irgendwie der Type Berge. Das ist irgendwie komisch, weil das bin ich eigentlich nie so gewesen. Und zum Beispiel auch jetzt so, ich habe lieber, also wenn der Can und ich laufen gehen, dann gehe ich lieber mit ihm irgendwo steiler rauf, zum Aussicht zu haben, als irgendwie jetzt an den See gehen oder an den Fluss oder so. Ich weiß auch nicht, ich merke das, ja, ich fühle es komplett, ich finde es komplett geil. Aber ja, und sonst, was ist noch so ein bisschen, ich bin ganz ein bisschen überlegen, was so ein bisschen die Woche passiert ist, wo ich so ein bisschen out of my comfort zone gegangen bin, weil ich mir das Jahr irgendwie also ein bisschen vorgenommen habe. Und ich merke zum Beispiel jetzt, momentan ist so eine Phase, wo ich so mega, ich weiß nicht wieso, mega socialisen will. Ich habe gerade mit meiner Kollegin darüber geredet. Sie war vorher im Studium und jetzt ist sie fix am Arbeiten, so 9 to 5. Und sie hat halt, also sie war an der Uni, das heisst, sie hat nicht einen geregelten Alltag gehabt in dem Sinn. So, sie konnte dann an die Uni gehen, wenn sie wollte und so. Und ist halt meistens vielleicht auch entweder daheim allein am Lernen gewesen oder in die Bibliothek gegangen und so. Heisst, sie hat wie viel weniger so ein soziales Umfeld gehabt wie jetzt ich im Vergleich, wo halt eine fixe Klasse hat, wo jeden Tag in die Schule kommt und meine Leute sieht. So. Also ich habe ja auch Präsenzpflicht. Also KH. Und jetzt haben wir gerade beide einen Switch gemacht, weil jetzt schafft sie irgendwo fix angestellt, hat sieht halt ihre Leute jedes Mal und bei mir ist halt wie jetzt umgekehrt, jetzt
haben wir mehr so ein bisschen selbstständige Zeit, an unserer Bachelorarbeit zu arbeiten, jetzt an meinem Nebenfach am Projekt zu arbeiten. Also ich habe jetzt die letzten 3 Wochen hatte ich immer einfach am Montag Schule gehabt und Mittwoch und Donnerstag habe ich kurz einmal in die Schule müssen gehen für so ein Gespräch schnell, wo 1-2 Stunden geht. Also es ist ein komplett anderer Unterschied, also so zu vorher und nachher. Und sie ist zum Beispiel, ich glaube, wir ticken recht ähnlich. Und sie ist vorher halt so sie hat mega viel müssen socialisen. Also sie hat wirklich jeden Abend oder irgendeinen Tag durch mit Kolleginnen oder Kollegen abgemacht. Und ich habe jedes Mal gedacht, Bro, wie kannst du das? Wenn ich vom Studium heimkomme, möchte ich meine Ruhe haben oder ich muss noch meinen Shit erledigen oder keine Ahnung. Aber ich könnte gar nicht jeden Abend abmachen oder irgendwie was erleben oder so. Also einfach auch meine Kapazität. Ich bin schon, glaube ich, ein extrovertierter Mensch, aber das ist mir too much. Und jetzt ich merke einfach, ich brauche so viel sozialen Kontakt, weil ich halt den geregelten Alltag nicht mehr habe. Also ich brauche so viel mit Leuten abmachen und auch nicht immer die gleichen Leute, sondern immer unterschiedliche Leute, zum Inputs bekommen, zum einfach Abwechslung im Leben haben und einfach socialisen. Und sie ist gerade jetzt komplett umgekehrt. So, sie kommt meistens vom Arbeiten heim und dann geht sie vielleicht noch ins Gym und dann ist fertig, sie mag nichts mehr machen. So. Und das ist einfach so spannend, wie wir gerade darüber geredet haben, wie es bei uns genau so einen Switch gegeben hat. Ich merke, ich finde es einfach mega spannend und ich merke, durch das, dass ich so viel socialisen möchte, bin ich auch so ein bisschen offener geworden. Also ich mache jetzt momentan mit mega vielen Leuten einfach ab, die jetzt wie nicht so in dem Sinne zu meinem First Circle gehören. Also ich weiss auch nicht, ich bin glaube schon so ein Mensch, der ein bisschen Eier braucht, um irgendwie mal jemandem zu schreiben, der jetzt nicht in meinem First Circle ist. So, hey, wenn wir mal zusammen das zweite abmachen. Ich weiss nicht, schreibt mal in die Kommentare, wie ist das bei euch? Sind ihr so easy und so? Ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen, dass ich mal eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Shoutout an die Person! Nein, ich bin zum Beispiel, also ich kann schon sagen, ich bin in der Sek gsi und ich glaube, wir hatten immer am Mittwochnachmittag frei gehabt, kann das sein? Irgendwie, doch, ich glaube, dann in der Sek ist es normal, ja genau. Auf jeden Fall ist irgendwie, hat meine Mom gerade, also ich habe irgendwie noch etwas machen an dem Nachmittag mit jemandem abmachen, weil meine Mom ist nicht die Einzige. Ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwie ist es zum Gang, dass ich irgendwo noch abmache. Und meine Mama hat dann eben so gesagt, hey, schreib doch mal der und so, die ist doch eigentlich eine coole. Und ich so, ja voll, aber ich weiss nicht, ob es jetzt mega komisch ist, aber ich einfach schreibe, hey, wollen wir zusammen abmachen. Und habe dann aber gleich alle Eier in die Hand genommen und habe geschrieben, hey, wollen wir zusammen abmachen. Und sie hat irgendwie zurückgeschrieben, also sie hat mir abgesagt, aber nicht einfach so im Sinne von, hey, oh mein Gott, nein, sorry, ich habe gerade etwas anderes vor, aber sonst mega gerne mal, oder keine Ahnung. Sondern sie hat mir so richtig, ich weiß nicht mehr genau, was sie geschrieben hat, aber einfach so offenbar, dass es mich irgendwie so, ja, traumatisiert ist das krasses Wort, aber so, sie hat halt mir eigentlich das Gefühl gegeben, sie hat voll keinen Bock, um jetzt mit mir abmachen. Also es geht nicht darum, dass sie keine Zeit hat. Und das hat mich irgendwie so tief im Ego, glaube ich, getroffen, einfach so, oder im Selbstwertgefühl, dass ich das Gefühl habe, ich bin uncool und mit mir macht man nicht gerne ab. Also ich merke, das hat mich irgendwie so, das ist richtig traurig, aber es hat mich so irgendwie beeinflusst, dass ich mich nicht mehr getraut, um einfach Menschen zu fragen, hey, mach mal etwas zusammen, wenn ich mir nicht 100% sicher bin, dass sie mich 100% gerne haben. Das ist irgendwie crazy. Und ich merke einfach irgendwie, seit ich jetzt wieder so ein bisschen, eben Lust auf das Socialize haben, bin ich ganz anders. Also ich habe jetzt gerade in dieser Woche und in der letzten Woche so oft einfach mal Leute geschrieben und gefragt, ob wir zusammen lernen oder so. Ich merke, das ist auch noch so ein bisschen nice, weil dann kannst du auch, also wie, du kannst auch mit jemandem lernen, wo du jetzt nicht mega close bist, weil du ja nicht die ganze Zeit miteinander Zeit verbringst und irgendwann, also es gibt nicht einen Moment, wo du mal kannst, halt nicht wissen, was du redest, weil du gehst halt, laufst zusammen in eine Bibliothek oder in einen Kaffee, so den Moment gibt es, wo du kurz redest und das ist ja easy. Und dann bist du währenddessen eigentlich am Arbeiten und dann gehst du noch zusammen zum Mittagessen und dann schaffst du weiter oder machst mal eine Pause zwischendurch. Es ist eigentlich perfekt, es ist perfekt. Also wie, es wäre glaube ich auch easy mit Leuten abmachen, die jetzt nicht in meinem First Circle sind und ich könnte den ganzen Nachmittag mit denen oder den ganzen Abend mit denen chillen. Es ist auch meine Kopfsache, so, ich check it. Ja, darum ich bin gerade selber recht stolz auf mich, dass ich so mich einfach getraue, zum Leute fragen, hey, wenn wir etwas machen und dann machen wir etwas. Und mit jedem Mal, wenn ich ja eine Person frage und sie sagt mir zu und wir machen etwas und es ist eine gute Erfahrung, das tut mich auch ein bisschen ja, positiv, also es verknüpft so Sachen dann positiv und nicht mehr so negativ. So, und das ist so toll. Also wie, wenn ihr vielleicht auch etwas habt, wo ihr so ein bisschen Hemmungen habt oder irgendwie einfach etwas, was mit eurem Selbstwertgefühl zu tun hat, springt mal ins kalte Wasser und sammelt positive Erfahrungen, das ist so wichtig, weil unser Kopf einfach schnell dazu tendiert, dass wenn wir mal eine negative Erfahrung gemacht haben, dass er uns dann logischerweise schützen will und dass wir das nicht nochmal machen, weil wir das Gefühl haben, das war ein Fehler gewesen.
Aber es muss nicht immer gleich heissen, dass wenn du eine negative Erfahrung gemacht hast, dass du wegen dem nicht positive Erfahrungen kannst machen oder dass es gerade automatisch negativ ist. Also nur weil jetzt die eine Person in der Sek bei mir damals gesagt hat, hey, ja, ich habe, also nicht gesagt, also mir das Gefühl gegeben, sie hat absolut keinen Bock auf mich jetzt mit mir abmachen, heisst es ja nicht, dass ich nicht liebenswert bin oder dass ich nicht mit Menschen abmachen kann, weil ich jetzt nicht mega close bin und mir 100% sicher bin, dass sie mich jetzt absolut geil finden. So, man kann auch mal mit den Menschen abmachen und vielleicht so die Menschen kennenlernen und denen näher kommen, weil, keine Ahnung. Aber ja, das habe ich wie mega spannend gefunden. Ja, was habe ich noch? Wow, diese Woche bin ich bei meinen Eltern daheim gsi und wir haben meinen ganzen Kleiderschrank ausgemistet, weil, also wie vorher in meiner alten Wohnung haben wir ja keinen Platz, also viel weniger Platz gehabt und jetzt haben wir so ein bisschen mehr Platz. Also ich muss mal ehrlich sagen, wir haben zwar ein Zimmer mehr, aber es fühlt sich absolut nicht so an. Vorher haben wir halt wie so einen Wandschrank gehabt, der schon eingebaut war und das haben wir jetzt da nicht. Das heisst, wir müssen wie irgendwie Schränke kaufen und so und das macht halt der Raum dann auch schon wieder kleiner und I don't know, also wie, es ist so ein mieser Abfuck im Fall und auch von den Kleidern und so, es ist einfach mühsam. Und ich habe eigentlich, mein Wunsch war immer, ich möchte meinen Schrank unbedingt von meinem alten Zimmer mitnehmen, weil ich liebe meinen Schrank und aktuell habe ich so eine Kommode und ich habe so keinen Platz, um meine Sachen drin zu tun. Also wie, stell dir vor, eine Schublade, gut, vielleicht ist das für viele Jahre normal jetzt, aber ich merke, ich komme Krise über. Ich habe meine unterste Schublade, da passen circa 4 bis 6 Pullis drin. 6 ist wirklich, wenn du es fett stopfst. Und also wie, ich weiß nicht, wie viele Pullis ihr jetzt habt, aber ich habe sicher, also ich habe einen ganzen Mini-Koffer voller Pullis, die halt nicht drin passen. Und ich merke einfach, es fuckt mich ab. Ich will Platz haben für meine Kleider und nur schon am Morgen dann Bock haben, um sich also so stylen, ein geiles Outfit raussuchen, macht einfach ein bisschen mehr Spass, wenn du deine Kleider im Überblick hast und wenn die ganze Schublade vollgestopft ist. Ja, darum, ich habe jetzt wie mal den ganzen Schrank daheim ausgemistet, um ihn dann irgendwann daher zu bringen. Ich bin zwar auch noch gespannt, wie wir das jetzt machen werden und wo der herkommt und alles. Aber irgendwie geht das schon. Auf jeden Fall habe ich jetzt wie so viel ausgemistet. Das war zum einen geil, weil ich glaube 90% wie wird am Flomi verkaufen. Der ist übrigens am 22. Februar, Leute. Schreibt es euch jetzt unbedingt ein. Ich mache eigentlich jedes Jahr. Gut, letztes Jahr habe ich keinen gemacht, aber vorletztes Jahr für 2. Ich mache es eigentlich jedes Jahr, mache ich immer am Flomi mit in Uster. Yes, wo ich meine Kleider verkaufe und ja, ich habe immer Lust, ein paar von euch dann treffen und so. Also ich werde eben auch Videos irgendwie auf TikTok oder Insta posten, wo ihr so ein bisschen seht, was für Kleider und so. Aber wie wenn ihr es jetzt schon mal einschreiben und das Datum frei behalten, 22. Februar, ein Sonntag ist es, vom 9 Uhr am Morgen bis am 4 Uhr am Nachmittag, wenn ihr irgendwie, also ich glaube eben, First come, first serve. Irgendwann sind Kleider wahrscheinlich irgendwann, oder die coolsten Kleider sind dann irgendwann weg. Also falls das mega wichtig ist, dann kommen wir am 9 Uhr morgen. Und es ist im Stadthofsaal in Uster Zürich. Gibt es ein anderes Uster? Ich weiß es nicht. Und es ist auch das letzte Mal, als ich es dort mache, weil ich es jetzt jedes Jahr immer in Uster gemacht. Und ich glaube, für die Zukunft, also ab nächstes Jahr, wenn ich auch wieder selbstständig bin, noch ein bisschen mehr Zeit habe, ja, wird vielleicht ein bisschen was anderes passieren dann. Darum, es ist das letzte Mal, wo ich noch so diese Art Flomi mache. Genau, ich gehe jetzt gar nicht genau. Ja, ich habe immer so Lust, zum Beispiel erzählen von dem, was ich vorhabe und ich merke, es ist dumm, wenn ich das mache. Und ja, wir werden ja auch alle etwas haben, zum uns freuen. Aber genau, das ist so ein bisschen das. Ich bin gespannt, ich freue mich richtig auf den Flomi, oh mein Gott. Und ich checke gar nicht, dass es irgendwie schon in einem Monat ist, weil irgendwie Februar ist für mich so hart weit weg, aber es ist halt legit schon bald. Das ist crazy. Und jetzt kommt mir gerade in den Sinn, dass ich meine Bachelorarbeit muss abgeben im Februar. Oh mein Gott, ich muss jetzt wirklich mal endlich anfangen zu schreiben. Mann. Wirklich, schreiben mir bitte auf Insta, Leute. Ja. Und sonst, ich habe eigentlich noch überlegt, was ist das Lustigste von dieser Woche und wirklich, es war wieder eine Woche, wo jetzt nicht speziell etwas Lustiges war. Ich habe vorher ein TikTok aufgenommen und bin vom Stuhl gefallen. Haha, hure lustig. Aber das ist jetzt nicht so die Story, die ich erzählen wollte. Und das ist mein Sinn, eigentlich kann ich jetzt sagen, hey, diese Woche ist nicht das Lustigste, sondern vielleicht das Schönste von der Woche. Kann man doch auch mal machen. Ich finde, diese Woche war sehr schön gewesen. Oder es hat mich mega happy gemacht. Wie viel? Ich weiß nicht wieso. Es hat mir so viele Leute geschrieben, auch gerade in den Livestreams auf TikTok und so, dass sie sich mega freuen, wenn ich wieder mit YouTube wieder Videos machen, wenn es ein YouTube-Comeback gäbe und einfach so, hey, wenn ich wieder mal YouTube-Videos... Ich bin schon lange nicht mehr so oft gefragt worden und davon angesprochen worden und das macht mich irgendwie... Ich weiß auch nicht, so mein inneres Kind macht das irgendwie so glücklich, weil das ist ja eigentlich meine
Main-Plattform ursprünglich. Also ich habe mit YouTube angefangen. Und das ist eigentlich auch das, was mir am meisten Spass macht oder wo mein Herz irgendwie am meisten ist. Und eigentlich, seit ich mit dem Studium angefangen habe, habe ich keine Zeit mehr für das. Und irgendwie allgemein Social Media, das ist irgendwie so traurig. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin und zurückschaue, klar hat mein Studium eigentlich mega viel gebracht, ich habe viel gelernt und rein von den Videos selber und vom Ganzen selber bin ich sicher weitergekommen und sie sind jetzt alle ein bisschen more professional. Und auf der anderen Seite, ja, irgendwie ist mir auch so ein bisschen halt Zeit genommen worden und Kapazität zum geilen Shit zu machen. Und ich merke zum Beispiel jetzt nur schon jetzt, wo ich mehr Zeit habe, also in dem Sinne weniger Schule, also Präsenzpflicht, ich habe wieder so Bock, ich bin wieder so, mein Feuer ist so da, ich will so geile Shit machen. Ich will wirklich, ich warte darauf, bis mein Studium fertig ist und dann will ich loslegen, Alter. Ich habe so viele Visions, ich bin irgendwie gerade so, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe irgendwie immer so Ende Jahr wirklich 0,0% Akku für irgendetwas. Ich bin im Survival-Mode und bin dann meinen Shit am erledigen. Ich glaube, das habt ihr auch gemerkt. Und immer so Anfang Jahr, dann, ich weiß auch nicht, dann gibt es mir richtig Pfeffer im Arsch und dann habe ich Bock, zum irgendetwas aus meinem Leben machen und ich will das und das und das machen. Und jetzt zum Beispiel gerade immer Social Media ist so spannend, immer Ende Jahr bin ich eigentlich schon fast ein bisschen, also es ist einfach so alles Routine und jetzt sollte ich noch ein Video machen und ja, jetzt muss ich eine Podcast-Folge aufnehmen und manchmal habe ich auch wirklich so Gedanken, wenn ich so bin, ich weiß auch nicht, ist es denn wirklich noch das, Social Media machen und so, macht mich das noch happy? Und immer Anfang Jahr, also gerade jetzt, Alter, ich bin so, oh mein Gott, ich will das machen und ich habe so Lust, ich habe wirklich so viel Pfeffer im Arsch gerade und es fuckt mich gerade so ab, dass ich zu wenig Zeit habe, um alles zu machen oder wie. Also ich hätte ja Zeit, aber ich muss eigentlich die Zeit für meine Bachelorarbeit nutzen, sozusagen. Ja, das ist gerade irgendwie, das ist gerade wack. Aber ja, ich freue mich auf all das, was ich machen kann. Genau. Und darum, es hat mich einfach gerade so verdammt gefreut, wie so viele Leute schreiben, dass sie eigentlich wieder gerne YouTube-Videos von mir hätten. Weil ich habe eine Zeit lang so das Gefühl gehabt, dass halt wie seit es TikTok gibt, sind auch viel weniger Leute auf YouTube. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr noch regelmäßig YouTube-Videos schaut. Also ich glaube, wenn ich ein Comeback hätte, würde ich nicht mehr 1:1 die gleichen YouTube-Videos machen, wie ich früher gemacht habe. Also nicht nur, ich habe ja früher eigentlich immer so ich oder du oder irgendwie so Challenges oder keine Ahnung was gemacht. Also wie, würde es sicher auch geben, aber ich habe schon auch so ein bisschen Vision, was ich auf YouTube will machen und was ich für andere Videos will machen, die mir wirklich Spass machen, da wo ich Bock drauf habe. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist auch ein Level höher als einfach irgendeine Challenge, eine funny Challenge, sozusagen. Ja, aber ich habe das mich gerade gefreut. Und ich habe jetzt gerade letztens auch irgendwie auf Insta so einen einfach Fragesticker gemacht. Und dann war die Frage, was ich als Maturarbeit gemacht habe. Und dann habe ich kurz meinen Kurzfilm verlinkt, weil ich damals einen Kurzfilm gemacht hatte. Und es sind einfach auch so viele Dinge, so mir geschrieben haben, Nati, ich habe jetzt gerade den Film geschaut und er ist mega crazy und cool und toll. Und es ist so 5 Jahre her, aber irgendwie macht es mich immer noch happy, weil der Kurzfilm ist so ein riesiges Projekt gewesen. Ich glaube, das grösste Projekt, das ich bis jetzt also nach meiner Bachelorarbeit dann natürlich, was ich bis jetzt gemacht habe. Darum, I don't know, es ist irgendwie immer noch so, auch nach 5 Jahren freue ich mich immer noch so über so Kommentare. Und darum, das war für mich das Schönste von der Woche gewesen. Und wir kommen jetzt noch zum Kommentar von der Woche. Ich habe das Gefühl, ich vergesse das in meiner Podcast-Folge wieder einen Kommentar raussuchen. Ich muss ein bisschen wieder regelmäßiger meine Formate machen. Ich mache eigentlich immer das Lustige von der Woche und ich tue immer einen Kommentar von euch vorlesen, der irgendwie eine Frage enthält, die ich im Podcast wird beantworten. Also falls ihr auch mal wollt, im Podcast von mir sein, wo ich einen Kommentar von euch vorlese, wieder Brainfuck, dann kommentiert mal irgendeine Frage. Kann sein, dass es irgendwie ein Thema ist, das euch gerade beschäftigt oder so, das ich im Podcast mal ansprechen soll oder irgendwie meinen Senf dazugeben oder so. Ich würde im Fall, es haben ein paar gewünscht, dass ich wieder mal mit der Nina eine Podcast-Folge mache. Nina. Ja, und es kommt übernächste Woche. Kommt eine Folge mit ihr. Dann macht man so einen Girls Talk, wo wir dann auch Fragen von euch beantworten werden. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich den Fragesticker auf den Snuni-Pause-Account machen oder meinem eigenen. Ich weiß gar nicht. Ich kann ja sonst mal beiden folgen. Also auf Instagram heisst ich zwar eben __ und beim anderen Znuni-Pause. Znuni-Pause. Genau, dort werde ich den Sticker posten und werde ich ein paar Girls Talk-Fragen beantworten. Aber wir haben jetzt einen Kommentar von, oh Gott, du hast da gar keinen Namen, du hast einfach Zeichen und ich kenne die Zeichen nicht. Aber es sieht aus wie ein X und nachher ein 0 und ja, ist ja gleich. Ich grüße dich ganz herzlich. Und sie geschrieben, oder er, ich weiß gar nicht. Hoi Nati, ich komme gerade mega random, aber ich brauche deine Hilfe.
Ich bin in der zweiten Sek A und schon relativ hintendrein, was die Berufswahl angeht. Ich klammere, ich habe noch keinen Plan, was ich machen will. Ich wäre vielleicht noch interessiert an der ZHDK, habe aber nicht so viel Ahnung über die Schule. Könntest du vielleicht mal von deiner eigenen Experience so ein bisschen sharen, wie das dort so ist und was für Aufnahmebedingungen es so ungefähr gibt? Würde mich mega über deine Hilfe freuen. PS, du bist mein grösstes Vorbild. Lieb deinen Podcast und wie immer super Folge. Erstmal danke vielmals. Und also ich glaube, also vielleicht das erste Mal, ich glaube, es ist eher untypisch, gerade nach der Sek das Studium machen. Also ich glaube, kannst du schon auch machen. Nein, ich weiß zwar gar nicht. Also ich glaube, es kommt natürlich von Studiengang zu Studiengang. An der ZHDK ist das unterschiedlich. Also es ist wirklich, auch Aufnahmebedingungen sind komplett unterschiedlich. Darum, ich glaube, bringt dir jetzt auch nicht mega viel, wenn ich jetzt davon erzähle. Und sonst habe ich mal ganz viele TikToks darüber gemacht oder auch Podcast-Folgen gibt es auch darüber, wo ich mal so genau erzählt habe. Auch von dieser Zeit, ja, ich habe dort schon Podcasts gemacht, wo ich das ganze Aufnahmeverfahren gemacht habe. Oh mein Gott. Ich vergesse manchmal, wie lange ich schon Podcasts mache und wie viel ihr eigentlich schon von mir wisst. Das ist schon insane. Also Leute, die mich wann habe ich angefangen? Im März 2023. Bro, das ist 3 Jahre her jetzt dann. Alter, ich habe jetzt ein 3-Jahres-Jubiläum und ich habe ja eigentlich wirklich praktisch nie eine Folge pro Woche auslassen, außer ich habe eine Podcast-Pause gemacht. Aber das ist crazy, oh mein Gott. Aber ja, jedenfalls kann ich sonst ganz schnell erzählen, wie einfach mein Studiengang ist. Sorry für die jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, was schon 1000-mal gehört haben. Und nachher kann ich eigentlich so ein bisschen allgemein erzählen, bezüglich so Berufswahl und Zukunftsentscheidung und wie das bei mir war und was meine Meinung vielleicht so ein bisschen zu dem ist. Weil nicht will, scheiß Punkt. Also, zuerst mein Studiengang. Ich rate das schnell durch. Also, ich studiere an der ZHDK, Zürcher Hochschule der Künste. Und ich studiere im Studiengang Cast Audiovisual Media. Ich glaube, die meisten haben immer das Gefühl, das hat mit Social Media zu tun. Hat es schon auch, aber ich würde sagen so 10%. Also, eigentlich hat es vor allem mit Medien zu tun, mit audiovisuellen Medien. Das heisst eigentlich Video, also Audio ist Audio und Video, Audio, Nein, visuell. Audiovisuell. Visuell heisst gesehen. Also Audio, Video. Gleich Video. Macht das Sinn? Ist ja scheißegal. Ich studiere Medien, aber halt nicht so eben wie eine typische Uni, sondern im praktischen Sinn. Also wir haben zum Beispiel auch keine Prüfungen. Wir haben zwar eine Prüfung, also eine mündliche Prüfung, aber sonst haben wir wie eigentlich Modul, also wie, ich sag mal, Modul ist wie ein Fach, wie Mathe, aber wir haben halt nicht einen Stundenplan in dem Sinn, sondern wir haben wie ein Modul, wo zum Beispiel 3 Wochen geht. Also klar, wir haben auch gewisse Nebenfächer, dass wir mal am Montagmorgen irgendein schriftliches Fach haben, aber so wie, sonst haben wir wie Modul nach Modul nach Modul und das könnte Modul sein, zum Beispiel Animieren oder keine Ahnung, Storytelling oder irgendwas mit Dramaturgie oder ich weiss doch nicht, also wie so ein bisschen das, was haben wir noch? Ja, wir haben zum Beispiel auch schon mit anderen Medienhäusern zusammengearbeitet. Also mit dem SRF haben wir auch schon so zusammengearbeitet, dass wir mal irgendwie haben müssen ein Erklärvideo für 8-Jährige machen. Oh mein Gott, also animieren. Dann tun wir jedes Jahr fürs ZFF, also das Zürich Filmfestival, den Content machen auf YouTube. Und wir haben jetzt auch speziell unser Jahrgang für den ESC Content machen. Das habe ich auch sehr geil gefunden. Und sonst lernt man halt so Sachen wie Kamera, Einstellungen, Lichteinstellungen, Interview, wie machst du das, bla bla bla. So Sachen lernen wir. Ich kann mir vorstellen, dass wir nachher ausgerüstet sind, um zum Beispiel beim SRF zu arbeiten. Die meisten von uns im Studiengang sind entweder nachher selbstständig oder arbeiten in einem Medienhaus oder in einer Agentur oder in einer, keine Ahnung, Videobranche. Einfach, also keine Ahnung, ist eigentlich, also wie so all das. Ja, und was kann man noch sagen über meinen Studiengang? Eben, wir haben halt wie pro Modul haben wir immer ein Projekt, das wir machen, das nachher bewertet wird. Und meistens machen wir ein eigenes Projekt, aber es gibt auch gewisse Module, wo man wie zusammen das zweite irgendein Projekt macht oder so. Genau. Und eben als Abschluss haben wir auch keine Prüfungen, sondern halt eine Bachelorarbeit, die wir machen. Yeah! Genau. Also falls ihr irgendwie noch Fragen habt, wegen meinem Studiengang und es wirklich genau wissen, vielleicht auch Aufnahmeverfahren, könnt ihr mir sonst gerne auf Insta schreiben. Ja, genau, das ist alles. Aber ich glaube, ich komme sonst so ein bisschen zum Allgemeinen. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich nach der Sek mache. Also ich bin in die Sek gegangen. Also in der zweiten Sek ist ja meistens so ein bisschen das Ding, wo so, hey, was machst du als Lehrer und so. Und ich mag mich einfach noch mega gut erinnern, wie wirklich jeder so gefühlt gewusst hat, was er
will für eine Lehre machen und ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung gehabt. Also ich bin auch schnuppern gegangen und ich habe gewusst, in welche Richtung ich will gehen. Weil es ist noch lustig, ich bin dort, wie alt ist man dort? 15. Und ich habe dort schon Videografie, also Videograf, habe ich geschnuppert, Mediamatiker, Polygraph, was habe ich noch geschnuppert? Also eigentlich all das, was so ein bisschen in die Richtung ist, wo irgendwie lustig ist, weil ich hätte damals nicht gedacht, dass ich schon weiss, in welche Richtung ich gehe, aber ich bin eigentlich weiter gewesen mit dem Wissen, was ich machen will, als ich gedacht habe. Weil schau mal, wo ich jetzt bin, halt, ich bin eigentlich immer noch in dieser Branche. Und klar, ich glaube, es hat wie noch nicht die perfekte Lehrstelle gegeben für genau das, was mich zu 100% interessiert und ich zu 100% will. Aber ich glaube, das ist eher selten der Fall. Also ich glaube, ich finde, am wichtigsten ist, dass man eine Lehre, also wenn ihr eine Lehre machen wollt, dass ihr nicht das Gefühl habt, das ist jetzt etwas, ich glaube, das ist ja das, was ich immer das Gefühl hatte, dass wenn ich mich für eine Lehre entscheide, dass ich dann dass ich mich für einen Job entscheide, den ich für den Rest von meinem Leben machen werde. Also es hat sich angefühlt wie eine riesige Entscheidung, aber eigentlich ist es einfach eine Entscheidung, was machen die nächsten 3 oder 4 Jahre. Weil nachher kann man immer noch schauen. Also ich glaube, es ist wie wichtig, dass man mal vielleicht eine Lehre macht, wo ihr wisst, hey, es wird etwa in die Richtung gehen. Es ist etwa das Themengebiet, das euch interessiert, wo ihr euch weiterbilden wollt. Und nachher kann man nach der Lehre immer noch einfach vertiefen. Also du lernst so viel in dieser Zeit und du weißt nachher vielleicht auch so ein bisschen genauer deinen Weg. Also für mich fühlt sich der ganze Schulgang und Berufswahlgang fühlt sich so an wie so ein Baum. Und also wie der Baum und der Stamm ist ja eigentlich wie so die Schule, so, dass man so das Grundwissen mal hat und dass man schreiben lernt und einfach all das Zeug. Und nachher kommt wie der erste Ast, wo du mal entscheidest, hey, mache ich ein Sek oder mache ich ein Gimmi. Und wie aus dem Ast entstehen wie immer wieder kleinere Äste. Und irgendwann am Schluss kommen wir zum Blatt. Und das Blatt ist eigentlich das, was euer finaler Job ist. Und das ist so selten der Fall, dass du das gerade nach der Sek weisst. Und dass du gerade nach der Sek auch diesen Beruf ausübst. Und die meisten Berufe kannst du gar nicht nach der Sek ausführen, sondern das machst du irgendwann später, wenn du die und die Ausbildung und so hast. Und darum ist für mich, also finde ich, ist es so wichtig, dass ihr einfach mal überlegt, hey, was ist meine Richtung? Und wenn euch das schon mega schwer fällt, ist also schon mega gut, wenn ich mal sagen könnt, hey, was will ich nicht? So, ich glaube, das habe ich schon recht früh können sagen. Ich habe gewusst, ich will safe nicht auf dem Bau arbeiten. Ich habe gewusst, ich will safe nicht im Spital arbeiten. Oder irgendwie, weiss ich sonst was. Also einfach so, das habe ich safe schon mal gewusst. Und ja, ich glaube, das ist schon mal das eine. Was habe ich sonst noch aufgeschrieben? Ich habe gerade ein paar Punkte aufgeschrieben. Eine Liste machen von was willst du nicht machen, das habe ich gesagt. Eben immer etwas in die Richtung machen, was einem Spass macht. Ich glaube, das finde ich schon das Wichtigste. Weil ich glaube, wenn ihr, also ich weiss auch nicht, vielleicht wird man da recht schnell noch so ein bisschen von den Eltern so ein bisschen, oh mein Gott, du musst einen Job machen, den man nachher mega gut verdient, oder du musst nachher Anwalt werden oder Arzt. So, macht, also wirklich, das ist, ich lege mir das ganze Herz da. Macht etwas, wo euch Spass macht, wo ihr Freude daran habt. Und es muss euch, und das ist ganz wichtig, es muss euch scheiß egal sein, was andere denken. Also wirklich. Und das habe ich damals das so schwer gefunden. Ich kann mich noch erinnern, wir sind damals im BIZ gewesen, wie heisst das? Berufsinformationszentrum. Mit der ganzen Klasse immer gewesen. Und oh mein Gott, wir sind richtig oldschool. Sind wir in Gruppen eingeteilt worden und dann haben wir so Bildchen bekommen von Berufen. Also wirklich so analog. Und dann haben wir zuordnen, also wie so in der Reihenfolge, das Beste und das Schlechteste. So. Also es macht keinen Sinn, eben wenn du in einer Gruppe bist, logisch finden alle das Gleiche geil und alles das Gleiche scheiße. Aber ich kann mich einfach noch erinnern, wie ich mit ein paar Girls in dieser Gruppe war und alle sind eben so gewesen, boah, ja, irgendwo im Spital arbeiten und so. Und das ist halt gar nicht meins. Ich bin halt eben viel mehr im kreativen Bereich und irgendwie so. Ich habe zum Beispiel auch, meine Schwester macht ja das und also sie muss auch so, wie sagt man, nicht Impfungen geben. Ach, mein Gott. Oh mein Gott, ich habe gerade den Begriff nicht. Da in die Venen reinstechen. Einfach Blut nehmen. Wie sagt man dem? Schreibt es in den Kommentaren. Auf jeden Fall, ich könnte nicht mal das. Ich könnte nicht mal eine Nadel in den Menschen stechen. Also, biggest Respect für Leute, die in diesem Bereich arbeiten. Und was ihr alles seht und so, ist ja crazy. Also, ich kann nicht mal wirklich Blut sehen. Darum,
ja, ich habe dort schon gewusst, das ist nicht meins. Und ich glaube, durch das, dass wie so viele in dieser Gruppe sich so einig sind, was cool ist und was nicht, oder wie, dass sie ungefähr die gleichen Interessen hatten und ich weniger, habe ich glaube auch so ein bisschen abgespeichert, okay, irgendwo im Spital arbeiten ist etwas Cooles und etwas Kreatives machen ist ihnen uncool. Und das hat eigentlich, pädagogisch hat mir das wenig geholfen, so in dieser Gruppe dort zu arbeiten, weil ich dann automatisch das Gefühl hatte, okay, das, was ich eigentlich will. Also ich habe mich dann gar nicht mehr so getraut, zu dem zu stehen, was ich eigentlich cool finde, was ich eigentlich will. Also ich kann mich erinnern, als wir in der Klasse waren und dann ist mal so ein bisschen die Frage gekommen, wer sich vorstellen könnte, in die Richtung Fotografie gehen. So, und also ich habe jetzt nicht, also wie, ich habe jetzt nicht Fotograf werden, aber ich habe gewusst, ich will ja irgendwo so in die Richtung gehen, mit Video und Fotos und Kamera und whatever. Und ich weiss noch, es hat niemand aufgestreckt in meiner Klasse und ich habe mich fast nicht getraut zum Aufstrecken, weil mir das einfach so das Gefühl gegeben hat von nicht, also wie, du möchtest ja dazugehören, gerade in diesem Alter ist es so wichtig, dass man irgendwie nicht möchte komisch sein, nicht möchte leise sein, oder zumindest bei mir, also nur schon vom Style, ich habe nicht einen eigenen Style gehabt, ich habe das angehabt, wo alle angehabt haben, sozusagen. Nicht, dass es schlimm ist, aber wie, das ist einfach in dem Alter, wo ich jetzt noch viel zu wenig Selbstwertgefühl hatte, um eben zu dem zu stehen, was ich eigentlich will und wer ich eigentlich bin. Genau, und ich finde es einfach wie mega wichtig, zumal das sagen, lernen aus meinen Fehlern, gerade stehen zu dem, was ich machen will, auch wenn wir vielleicht die Einzigen sind, die in der Klasse sind. Ich finde, das ist doch umso cooler, ja, wenn ihr wirklich etwas gefunden habt, wo ihr wisst, hey, das finde ich eigentlich cool. Auch wenn es niemand gibt in meiner Klasse, der das sonst cool findet. Genau. Oder vielleicht eben auch, wenn eure Eltern irgendwie so schon einen Plan für euch haben und ihr wisst eigentlich, was ihr selber wollt, dann schaut auf das, was ihr eigentlich wollt. Und sagt das euren Eltern, redet mit euren Eltern, das ist euer Traum, das finde ich cool. Und eben, ich finde, es ist schon mal ein super Schritt, wenn ihr wisst, hey, ich will so in Richtung Spital gehen oder in Richtung allgemein Biologie oder ich will vielleicht eher in Richtung kreativ gehen oder eher in Richtung handwerklich. Also wie, wenn ihr mal grob wisst, in welche Richtung es geht, das ist schon mal super. Und ich glaube, wenn ihr jetzt eine Lehre machen würdet, die dann nachher in diese Richtung geht, dann habt ihr nichts zu verlieren in dem Sinn. Und eben, nach der Lehre gibt es dann einen Ast mehr. Genau, eben, was habe ich aufgeschrieben, was findest du eigentlich cool, wenn du ehrlich bist? Ja, ich glaube eben so, wenn du ehrlich bist. Genau. Und eben noch nicht wissen, was man will, ist ja nicht gleich stehen bleiben. Also, ihr wisst ja vielleicht eben schon mal, was ihr nicht wollt. Und gerade in dem Punkt, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr wollt, dann habt ihr gerade, also ist das ja auch der Zeitpunkt und die Zeit noch, gerade in der Sek, wo ihr vielleicht auch noch Zeit habt, um so ein bisschen mal ausprobieren, mal schnuppern. Geht möglichst viel schnuppern, geht möglichst viel reinschauen. Ich glaube, schnuppern kannst du nie bereuen. So, wenn du nachher irgendwo schnuppern bist, wo gar nicht deins ist, dann hast du das gesehen und du weißt, hey, das ist gar nicht meins, ich habe es gesehen. Schaut überall rein, redet mit Leuten, erzählt Sachen. Also wie, es gibt halt so viel Berufe auf dieser Welt. So viel. Das kannst du in der Schule gar nicht alles besprechen. Und darum redet mit Leuten. Hört zu, was sie für eine Berufsrichtung haben. Oder vielleicht kennen auch die Leute oder so, wo keine Ahnung was, also wie wenn irgendwie Leute von mir erzählen, also Leute mir fragen, also keine Ahnung, so hey, wenn ich in die Richtung gehe, dann mich so, ja, ich kenne jemanden, der das und das und das studiert und so. Also wie, redet mit Leuten über euer Zeug. Und, das ist auch so ein wichtiger Punkt, es ist nicht schlimm, wenn man sich falsch entscheidet. Also wie, ich habe das Gefühl, ich hatte so einen riesen Pressure gehabt, was ich nach der Sek mache, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, ich darf mich jetzt ja nicht falsch entscheiden, weil wenn ich jetzt eine Lehre mache, die in die Richtung geht, was ist, wenn mir das gar nicht gefällt? So, also wie, erstens mal, man kann auch nach der Lehre etwas komplett anderes machen. Also wie, du hast noch einen Abschluss und du könntest auch nochmal eine Lehre machen, du kannst ein Studium machen in einem anderen Fachgebiet, du kannst so viel machen und du kannst auch in eine 180 Grad andere Richtung gehen. Das ist heutzutage möglich, das ist geil. Genau, und also ich sage es jetzt gleich auch noch, es ist auch nicht schlimm, eine Lehre abbrechen. Ich will jetzt nicht alle dazu forcen, aber ich habe das Gefühl, wir sind in einer Gesellschaft, wo das mega einfach schwierig ist und mega einfach nicht, ja, es wird nicht gerne gehört. Und ich habe ja mal eine Podcast-Folge gemacht mit meiner Schwester, sie hat ja auch die Lehre abgebrochen
Und also wie, wenn ihr merkt, ihr fühlt euch gar nicht wohl, es geht euch mental überhaupt nicht gut und ihr wisst, das ist gar nicht euer Ding, dann ist es doch einfach eigentlich ein Win, dass ihr das gemerkt habt und dann ist es doch umso besser, wenn ihr vielleicht eure Lebenszeit, blöd gesagt, nutzt und für etwas macht, eine neue Lehre anfangt, wo ihr wisst, das ist schon eine Passion, das findet ihr geil, in die Richtung will ich. Darum, ich finde überhaupt nichts falsch daran, eine Lehre abzubrechen und ich würde niemals irgendjemanden blamen, wo seine Lehre abbricht oder was Gymi abbricht oder was Studium abbricht oder keine Ahnung. Ja, ich glaube zum Punkt Gymi und einfach weiterführende Schule können wir auch noch kurz kommen. Also ich habe damals nicht genau gewusst, was ich für eine Lehre mache. Ich bin, muss ich ehrlich sagen, auch noch nicht ready gewesen für die Berufswelt sozusagen. Also ich weiss auch nicht, ich bin ja schnuppern und ich habe es einfach gar nicht gesehen, mit erwachsenen Männern dort meinen Alltag verbringen irgendwie. Ich habe mich einfach gar nicht wohl gefühlt. So, ich habe irgendwie so den Alltag in der Schule habe ich irgendwie immer noch nice gefunden. Ich wollte Leute haben in meinem Alter jeden Tag und so. Und darum habe ich Doppelaufnahmeprüfung damals gemacht, wo wie BMS und Gymi ist und irgendwie, also wie, es ist die gleiche Prüfung und wenn du einen Schnitt hast von 3,75, dann kannst du die FMS und wenn du einen Schnitt hast von einer 4, kannst du das Gymi und ich hatte nachher einen Schnitt von einer 4,45 gehabt und dann bin ich ja dann gegangen als Gymi und das war eher näher von uns die damals. Von dem her, ja, ich habe mich für das entschieden und ich glaube, also ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt Gymi gemacht, weil ich gewusst habe, ich will dann nachher unbedingt studieren. Wenn ihr das wisst, geil, go for it, aber es ist okay, einfach mal das Gymi machen. Also, auch wenn ihr nachher nicht studieren so. Ja, voll, ich glaube, das ist wie so ein bisschen das. Und ich glaube, was wie auch noch ein wichtiger Punkt ist, ihr müsst nicht wissen, was ihr in 10 Jahren macht. Also wie wenn ihr es wisst, wenn ihr einen Plan habt für die nächsten 10 Jahre, geil, wirklich geil. Aber ich zum Beispiel bin nie so ein Mensch gewesen. Und ich muss eben ehrlich sagen, ich bin auch froh, bin ich nicht so ein Mensch. Also wie, wenn jetzt Leute fragen, was machst du nach dem Studium, dann bin ich mir so, mal schauen. Also jetzt habe ich einen Plan, aber wie zum Beispiel Anfangsstudium, haben da mega viele gefragt, ja, für was machst du denn das Studium? Was willst du denn nachher machen? Und ich bin eigentlich immer gewesen, ich weiss es noch nicht, ich mache das Studium, weil ich es geil finde, weil ich das gerne mache, weil ich Bock habe auf das Studium und ich mache das Studium nicht einfach, damit ich nachher etwas anderes mache. Also klar, gewisse Studiengänge, wenn du jetzt Arzt willst werden, dann musst du irgendwie an DTH oder whatever, aber wie, ich bin nicht ins Studium hineingegangen, weil ich das und das will werden, sondern einfach, weil ich das Studium an sich geil gefunden habe und weil ich mich weiterentwickeln in diesem Bereich und einfach, weil ich auch Bock hatte auf meinen Studiumalltag und Leute um mich herum haben, die die gleichen Interessen haben wie ich und das Netzwerkbild und whatever. Voll. Und ich bin eben auch recht froh, dass ich nicht den Plan hatte, weil ich merke, dass ich, wenn ich mich auf etwas festlege, dass ich nachher gar nicht mehr so offen kann sein. Also, dass ich dann irgendwie die ganze Zeit dann so eine Erwartungshaltung habe und wenn es nachher nicht klappt, dann bin ich traurig. Und ich habe jetzt zum Beispiel, jetzt bin ich ja momentan mega so, wenn ich erzählt habe, so, oh mein Gott, ich will das und das dann machen und so. Das habe ich jetzt gerade. Und das habe ich eben auch mit so, was das alles ist nach dem Studium. Also ich habe zum Beispiel mega Bock, irgendwie mit zum Beispiel der Nina oder ein paar anderen Friends zusammen ein Büro in Zürich mieten. Und dann ist jeder zwar selbstständig, aber man hat gleich einen Alltag und eine Routine. Und einfach so, also wie jetzt gerade habe ich so eine Vision, was ich alles will machen in Zukunft. Und wie meine Zukunft aussieht nach dem Studium. Aber am Anfang vom Studium habe ich das noch nicht gehabt. Und das ist ja voll okay. Das ist voll okay. Es ist ja okay, wenn ihr nicht wisst, was ihr nach der Lehre macht oder nach dem Gymi. So, das kommt irgendwann kommt der Punkt. Und also wie, wo ihr das wisst. Und ich weiß auch nicht, in der Sek bist du noch als Kind, da hast du ganz andere Probleme. Du hast Probleme mit deinen Friends, mit dem Selbstwertgefühl, mit Liebe und keine Ahnung was allem. Also wie, das ist wirklich das Letzte, oder bei mir zumindest das Letzte, was mich jetzt mega interessiert hat, was ich in meinem Leben will machen oder wie mein Leben in 20 Jahren aussieht. Ich habe gewusst, ich will mal einen Mann haben und ein Kind und ein Haus und Haustier, aber ich habe doch nicht gewusst, dass ich werden will. Und im Nachhinein ist es für mich auch okay. Ich bin jetzt am Punkt, also wie, ich habe mich gleiten lassen und ich habe immer auf mein Herz gelassen. Ich bin immer den Weg gegangen, wo ich Bock drauf hatte und was mir Spass macht. Und jetzt bin ich da und ich bin happy. Ja, genau, darum ist auch das. Ja, ich glaube, das ist alles, was ich so ein bisschen sagen wollte. Ich hoffe, ich kann noch irgendwie ein bisschen helfen. Und ich glaube, es ist sicher auch mega spannend, um einfach mal so ein bisschen von anderen zu hören. Also vielleicht könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt gerade macht, vielleicht beruflich, also Leute, die schon aus der Sek sind. Ja, es ist irgendwie lustig, ich habe das Gefühl, so die jüngeren Zuschauer haben die Eier zum Kommentieren und die Älteren weniger. Ich muss sagen, ich bin selber ein Mensch, der nur konsumiert und nie irgendwie mal interagiert oder kommentiert. Aber jetzt ist auch im Moment, Leute, helft den Jüngeren.
erzählt, was macht ihr als Beruf, vielleicht was ist euer Gang gewesen, wie ihr dort hergekommen sind, was ist cool dran, was ist weniger cool dran. Einfach um ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen hören und so ein bisschen, ja, was gibt es alles für Berufe? Ich bin sicher, Leute, die da zuhören, haben irgendeinen crazy Beruf, wo jetzt nicht einfach, ich sage jetzt mal blöd gesagt, 0815 Beruf ist, wie jetzt, ich bin Lehrerin, also ist auch ein geiler Beruf, aber ich checkt, so ein Beruf, den man vielleicht gar noch nie davon gehört hat. Schreibt das mal in die Kommentare, das nimmt mich sehr, sehr wunder. Und wir kommen jetzt zum Abschluss, und zwar zum Mädelsabend-Quiz, weil ihr das so fühlt. Ja, ich probiere das jetzt regelmäßig in jeder Folge machen. Immer am Schluss, dass ich von meinem Mädelsabend-Quiz, der irgendwelche Fragen hat, eine Frage beantworte. Wenn sie scheiße ist, dann ziehen wir eine andere. Und ich weiss selber auch nicht, welche kommt. Also, welche Freundin hat dich mal besonders unterstützt und in welcher Zeit war das? Oh mein Gott, warte, jetzt soll ich schnell überlegen. Das ist jetzt gerade verdammt schwierig, da kommt jetzt gerade voll nicht spontan in den Sinn. Oder weißt du, es gibt sicher etwas, wo aber jetzt gerade, warte mal schnell, lass mich überlegen. Also ich habe, vollherzig, bei meinem ersten Freund, wir waren ja 2 Jahre zusammen, hat es nachher, wo wir den Break-up hatten, hat es eine recht schwere Phase gehabt. Es war einfach eine schwere Phase für mich gewesen. Und irgendwie, also das war das eine gewesen, wo sie sehr für mich da war und ich konnte sehr gut mit ihr reden. Und durch das, dass sie etwas Ähnliches erlebt hat, haben wir auch wie so ein bisschen... Ah nein, das war etwas anderes gewesen. Ich hatte nachher einen Crush auf jemand anderes und sie hat auch einen Crush gehabt. Und wir haben das beide niemandem getraut, so zu sagen. Und es war auch so ein bisschen blöd gewesen, weil er so mein bester Kollege war und ich habe nicht genau gewusst. Und sie hat eine mega ähnliche Situation gehabt. Und dann haben wir immer zusammen Sport gehabt. Und sind nachher zusammen heimgefahren mit dem Velo und dann haben wir dort, wo wir uns getrennt haben quasi, sind wir wirklich immer nach stehen geblieben und haben geredet und teilweise sind wir wirklich 2 Stunden einfach mit unseren Velos am Chillen gewesen, und haben einfach geredet und sie ist wirklich, ich muss ihr wieder mal schreiben, oh mein Gott, weil wir haben eigentlich nicht wirklich Kontakt, aber sie ist in dieser Zeit von meinem Ex, von meinem Herzschmerz wirklich sehr für mich da gewesen und auch in dieser Zeit, wo ich ja so ein bisschen Liebeskummer hatte, weil ich in jemanden verliebt war, weil ich nicht gewusst habe, ob er mich auch liebt und whatever so. Das ist, ja. Genau. Ja, voll die herzige Frage. Ich weiss jetzt gar nicht, ob das mega etwas bringt, weil ihr ja wie jetzt sie nicht kennt oder whatever. Aber genau. Ich finde es immer lustig, wenn ihr die Frage auch in den Kommentaren beantwortet. Aber, ja, was soll ich noch? Ich kann sonst noch... Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit gelabert davon, dass ich unbedingt anfangen mit meiner Bachelorarbeit zu schreiben. Und ich habe mir überlegt, es wäre echt verdammt lustig, wenn ich jetzt bis nächste Woche mir eine Challenge setze und nächste Woche kann ich euch dann erzählen, ob ich es geschafft habe. Und ich sage jetzt einfach mal, ich muss mindestens 3 Seiten geschrieben haben. Das schaffe ich. Ich muss es schaffen. 3 Seiten muss ich geschrieben haben. Und ich glaube, wenn ich euch das jetzt so erzähle, dann habe ich auch ein bisschen Druck. So, weil ich will euch ja auch jetzt nicht enttäuschen. Also ich will ja auch nächste Woche können sagen, hey, ich habe es geschafft. Ich bin weitergekommen in meinem Leben. Und eigentlich wäre das super lustig, jede Woche machen. Weißt du wie wären wir, wenn ihr das auch machen würdet? Könnt ihr das auch machen? Schreibt auch euer Ziel für nächste Woche rein und dann schauen wir, ob ihr das erreicht habt. Und wenn wir das jede Woche machen, Alter, in einem Jahr sind wir Businesswomen. Weißt du, wie haben wir unser Leben im Griff? Oh mein Gott, das wäre super lustig. Dann können wir zusammen unser Leben in den Griff bekommen. Also, ich möchte euer Ziel hören in den Kommentaren für nächste Woche. Mein Ziel, 3 Seiten schreiben und ich will euch nicht enttäuschen und ich hoffe, ich schaffe es. Darum, ich würde sagen, ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Vergesst nicht, meinen Podcast mit 5 Sternen bewerten und ein Follow da. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bye!